Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt. Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? Erlebnisse mit The Chosen. Heute freue ich mich sehr, die Daniela Jele Mailänder zu begrüßen und ein bisschen zu erfahren, was du erlebt hast bereits mit dieser Serie The Chosen. Wir haben da im Wochenrhythmus immer so einen Erlebnisbericht. Und was fasziniert dich an The Chosen? Mich fasziniert wieder ganz neu Jesus. Das ist wirklich, also ich habe mich eigentlich wieder neu in die Person Jesus verliebt fast schon. Ne? Also ich bin begeistert von der Art, wie der Humor rüberkommt. Ich liebe seine Art, wie er manche Dinge so leicht nimmt und anderen so viel Gewicht gibt. Also natürlich ist es eine Bewertung, natürlich ist The Chosen eine Interpretation, aber zu sagen, ja, es ist eine Interpretation, die mir Jesus so viel lieber macht, die hilft mir neu, die Bibel zu lesen und das liebe ich total. Ja. Vielleicht muss man noch ein bisschen deinen Background kennen, also wer du bist und was du überhaupt so tust, auch im Leben mit diversen auch neuen Wegen, du raus in die Wildnis nennst du das, auch innovativ neue Projekte versuchen, wie man auch eben den Glauben leben kann und Jesus Nachfolge, wie das sich auch ausprägen kann dann konkret. Also das zeigt auch vielleicht auch ein bisschen so diese, spielt das auch ein bisschen da mit rein, dass du das magst, wenn es kreativ auch ein bisschen, mit Freiheit gemacht wird. Genau. Ich glaube immer wieder, es braucht Übersetzungen dieser guten Botschaft, dieses Evangeliums in unsere heutige Zeit. Und The Chosen ist sicherlich ein Weg. Eben, ich stehe für manche Projekte, wo wir versuchen, Gemeinden und Kirchen zu helfen, dass der Glaube an Jesus in unsere heutige Zeit passt, dass wir von der Sprache, von der Kultur, von der ganzen Art des Miteinanders, dass wir so leben, dass es in unsere heutige Zeit passt. Und vielleicht bin ich deshalb auch so ein The Chosen-Fan, bestimmt sogar. Ja, genau. Okay, das passt auf jeden Fall. Und gibt's da eine absolute so Favoritenszene, eine Szene, die dich richtig weggeblasen hat? Also als ich mir die erste Staffel das erste Mal auf Englisch angeschaut habe, muss ich wirklich sagen, das war wie so wirklich ein Sog. Mir wurde es immer wieder empfohlen und natürlich, wie man mit so Serien umgeht, ne? Man denkt, noch eine Jesus-Verfilmung, hey, braucht kein Mensch und so, ne? Also wir kommen ja alle von diesen großen, auch tollen, aber sehr epochalen Jesus-Filmen. Und dann hatte ich mir das erste Mal angeguckt. Ich war tatsächlich in der Badewanne, weil ich so ein bisschen angekränkelt war. Und es war wie ein Sog, ne? Maria Magdala, die diese Begegnung mit Jesus hat. Und dann war aber wirklich, also was mich tief angerührt hat, ich weiß, das ist die erste Staffel, ich glaube so die dritte Folge, wie Jesus Sabbat mit seinen ersten Jüngerinnen und Jüngern eben feiert, dieser leere Stuhl, dieses Brotbrechen, auch die Ästhetik dieses Raumes, dieser Tisch. Das heißt, das ist ganz, ganz tief in mich gefallen. Und ich dachte mir, so will ich Gastfreundschaft leben, so will ich auch am Tisch von Jesus sitzen. So, das ist echt ganz tief in mich gefallen. So, ich glaube, das ist so mein Highlight. Also, würde ich sagen. Genau. Und du bist ja auch ab und zu sehen, wenn wieder so ein Livestream läuft, also wenn man da ein Event daraus macht, wenn eine neue Episode rauskommt. Im Moment kommen wieder neue von der dritten Staffel. Wie kam das auch, diese Nähe auch zu diesem Netzwerk vielleicht von auch der Lukas, den wir auch neulich gehört haben. Ja, genau. Also unter anderem bin ich eben auch gut befreundet mit Lukas. Der hatte mich, ich weiß gar nicht, ob er es war oder jemand anderes, der hatte mich auch darauf aufmerksam gemacht. Und dann wirklich mein Aha-Erlebnis war, ich habe eine Freundin, ne, die hat mit Kirche Nullinger am Hut und immer mal wieder schickt die mir irgendwelche Serienempfehlungen. Ne? Also das letzte war The Crown oder so. Ne? Und dann hatte ich gedacht, also jetzt schicke ich dir mal eine Serienempfehlung und die zieht sich The Chosen rein, da war das gerade frisch auf Deutsch erschienen und die textet mir und sagt sich, Jelle, was ist das denn Geiles? Ja, die war völlig geflasht von Jesus, ne? Die war wirklich tief berührt und da dachte ich mir, Moment mal, also es berührt nicht nur mich, sondern es berührt wirklich Menschen, die bis dato wenig bis gar nichts
oder nur so am Rande was mit Jesus am Hut haben. Und dachte ich mir, okay, da will ich rein investieren, weil das ist ja, das macht was mit mir, aber es macht auch was mit den Menschen in meinem Umfeld. Ich kann es völlig unkompliziert Freunden empfehlen. Ich kann die App weiterempfehlen. Es ist kostenlos, es ist unkompliziert, es ist gut gemacht, so, es ist nichts fürs Fremdschämen, so. Und da habe ich dann Lukas angerufen und gesagt, hey, irgendwie, wenn du mich brauchst, ich bin auf jeden Fall am Start für The Chosen. Ja, aber am Ende ist es eigentlich eine Freundschaftsbewegung, glaube ich, so, was The Chosen so ist. Wir haben jetzt auch mehrere Darsteller so kennengelernt, was da so im Hintergrund läuft. Und da ist ganz viel Gutes. Bestimmt auch nicht alles Gold, was glänzt, aber das sind wertvolle Menschen, denen die Sache Jesu wirklich am Herzen liegt. Und deshalb gebe ich mich da gern mit rein. Sehr schön. Ja, und das auch zeigt auch dieser jetzige Beitrag auch, oder? Ja. Wenn wir diese Serie jetzt machen und immer wieder auf Erlebnisse hinweisen dürfen. Und danke vielmals, dass du auch dein Herz geteilt hast zu The Chosen. Und du bist ja am Praise Camp in der Schweiz aktuell und gleich nächstens schon geht's ab dann auf die Bühne für dich. Und danke, dass du dir noch Zeit genommen hast. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.